Es wird Zeit für den Endspurt, Freunde. In 3 bis 4 Parts habe ich vor, die restlichen Sternmünzen einzusammeln. Und das Ganze auch noch auf Schweizerdeutsch. Also dann, auf geht's! Und so machen wir den Anfang mit dem schiefen Bergwerk, wo leer war. Genau, da Stern Nummer 1 und 3 ist wohl eher klar gewesen. Sternmünze Nummer 2 allerdings ist ein bisschen problematisch. Da müsst ihr sehr gut aufpassen. Und zwar, Moment mal kurz, genau so. Und bingo, da kommt plötzlich so ein, naja, was soll das sein, so ein Rank halt rausgeschossen. Mal kurz aufklettern. Ja, komm schon Mario, mach ein bisschen Dalli-Dalli. Halligalli, Dalli-Dalli. Und da oben, na, wird's was? Dann noch kurz in die Röhre rein. Und direkt zur Sternmünze geschossen. Juhu! Da war es mit der ersten Welt gewesen. Mit der zweiten Risiko im ersten Turm. Da ist das Problem. Naja, Problem ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort. Auf alle Fälle gesehen, dort links oben hat es eine Sternmünze. Die Frage ist da aber wohl eher, wie kommen wir dort rauf? Und zwar ganz einfach. Das ist mal aus der Seite rum. Da haben wir einen versteckten Block. Tja, man glaubt es wohl kaum. Und dann haben wir eine zweite Münze, die dritte Sternmünze, die ist ein bisschen fieser versteckt. Wobei fieser ist auch da nicht das ganz richtige Wort. Man muss bloß mal gut aufpassen, was ich irgendwie nicht so gemacht habe, wie es aussieht. Na, egal, dritte Münze gehört auch uns. Jetzt ab zum Yoshi-Hügel, denn da fehlt uns noch eine dritte Münze und die ist echt fies. Genau da unten. Einfach da in die rote Röhre plumpsen und... Genau, da ist sie ja schon und wartet nur darauf, von uns eingesammelt zu werden. Juhu! Und jetzt mit Baby Yoshi im Schlepptau, weil da ist sehr wichtig, gehen wir zum Pilzparcours. Im Pilzparcours ist sehr wichtig, dass wir da, naja, ihr seht es, da ist Sternmünze, die haben wir bereits zum ersten Mal auch schon gesehen, aber noch nicht einsammeln können, weil mir Baby Yoshi gefehlt hat. Juhu! Ja, das haben wir geschafft, wir haben auch da alle 3 Sternmünzen. Und damit fehlt nur noch das Keime-Level. Für das müssen wir zurück in Welt Nummer 2, beziehungsweise wohl eher Level 2. Und da zuerst mal alle Yoshis sag ich alle Koopas aufsnacken. Und da genau, da ist das Fiese, da ist das gemeine Versteck. Da raufspringen und ihr seht schon, da hat es eine Keime-Einbuchtung. Da schnell durchspringen, alle Münzen sammeln, das gibt sehr wertvolle Ein-Ups. So, ja, wo ist jetzt Röhre? Wo ist das Secret Exit? Ganz einfach. Secret Exit ist ungefähr da, genau da. Und jetzt einfach nochmal ein bisschen höher springen. Und schon haben wir ein weiteres Secret oder wohl eher eine weitere geheime Passage gefunden. Tja, so einfach kann es gehen und auch so fies kann es sein. Wuhu! Und 1 und 2 und, ja, Baby Yoshi. Und 3. Und der Hammer. This way. Ja, ich freue mich. Baby Yoshi kommt mit, okay. Und wir haben tatsächlich eine weitere Welt freigeschaltet. Eine, die doch schon ziemlich weit weg ist. Over the Rainbow. Also dann. Ab zu der letzten Welt. Oder wohl eher, ich sag mal letzte Welt. Wohl eher zum letzten Level von dieser ersten Welt. Blubberbeschuss heisst der. Aber das ist noch kurz abspeichern, weil da muss auch ab und zu noch sein. Man weiss nie, nicht wahr? So, da hätten wir. Alles klar. Auf geht's zu Blubberbeschuss. Baby Yoshi brauchen wir dich nach, glaube ich, ja nicht weniger. Gut, tschüss. So, das erste komplette Level jetzt da mal bei New Super Mario Bros. U. Das Ganze auf Schweizerdeutsch. Oh, Baby Yoshi kommt mit, schön, wieso auch nicht. Und da die scheiß Blubbers, okay, dann aus dem Weg gehen, weil die können sehr eklig sein. Die gehen so immer nur noch rauf, ihr seht schon, springen immer noch blub, blub, so rechts, links noch rauf. Genau, das wollte ich verhindern. Naja. Ein bisschen Spaß gewesen. Haben wir da etwas Schönes? Ja, wir haben Feuerblumen. Ja. Und weg da. So, erste Sternmünze, wo bist du? Ah, da bist du bereits. Gut. Das ist ein bisschen zu weit. Komm schon, Mario. Mario. Alter. Komm schon. Rauf mit dir. Mario. Mann, ey. Boah, ist echt mühsam da. Ah. So,
die erste Hürde geschafft in dem Level. Oh Mann, so, da kommt schon noch ein Blubber, blub, 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 blub. Ja, kannst mich mal. So, die zweite Sternmünze, wo ist die? Oh, das ist sie bereits. Toll, wie kommen wir jetzt nicht hin? Die Röhre vielleicht? Nö, oder? Unter der Röhre durch? Ja, das war super. Das war 1A. Okay, unter der Röhre offenbar doch nicht. Wobei doch, das müsste ungefähr funktionieren. Schwierig. Ich komme mich jetzt nicht hin. Doch unter dieser roten, breiten Röhre? Ich sehe sonst keinen anderen Weg. Außer irgendeinen Geheimweg. Ja, das vielleicht schon. Aber, Mario, was ist mit dem Leben? Nein! Okay, ich muss es anders machen. Von der anderen Seite vielleicht. Ich sehe gar nicht mehr. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich, Mann. So jetzt so aber. Nein, das gibt's einfach nicht. Hey, komm schon, Mario, jetzt verarsch mich da nicht. Geht doch. Wow. Und dann haben wir schon die zweite Sternmünze. Ja, Halleluja, es geht doch noch. So, jetzt ein rotes Sternring durch. Und dann kommen wir vielleicht sogar noch eine Blume über. Eine Feuerblume, eine Eisblume, keine Ahnung, was für eine. Aber irgendeine Blume wird es schon sein. Ja, eine Feuerblume für uns unter Wasser. Ja. Logik pur. Egal, das ist wieder ein Blubber, wo uns wieder unsere Power wegnimmt. Ja, das ist scheißegal. Ab durch die grünen Röhren nach oben und wo kommen wir jetzt da raus? Oh. Blubberbeschuss. Ja, das Level verdient den Namen aber wirklich. Okay, Blubberschuss ist mir eigentlich scheißegal. Wir gehen jetzt einmal rauf, rechts durch halt. Oh. Nein, Zeit. Scheiße, ich habe vergessen auf die Zeit zu schauen. Wow. Die dritte Münze. Ah, wenn die Komplettlösung stimmt, müsste die da drin sein. Da, das ist drin. Genau da. Da drin müsste die dritte Sternmünze sein. So. Lupo mit Family. WTF. Schnell weg da, aber erstmal kurz. Wow, den haben wir einen großen Radius, okay. Wow, und haben sich wieder aufgelöst. Oder den gewarpt? Den Transwarp gemacht. Schon schlecht. Hilfe, wow, das ist knapp. Das ist ein bisschen zu knapp gewesen. So, Zeit noch, 5 Sekunden noch. Mario, bitte schneller. Mario. Ja, ist mir scheißegal, ich muss da durch. Ja. So, bin ich bald am Ende? Ja, endlich am Ende. Wir sind am Ende, Leutlis. Das war es mit der ersten Welt. Sie ist komplett abgeschlossen und ich versuchte, ob es so gar nicht funktioniert, wie es aussieht. Komm schon, dreifach Sprung. Hoi, und es ist ja scheiße gewesen. Das ist wieder mal Michael-like gewesen. Michael-like gleich scheiße. Naja. Das kann man auch auf Hochdeutsch super übersetzen. Und auf Englisch geht es ja auch super. Michael-like equals shit. Was? Wie bitte? Eine direkte Verbindung zu den anderen Welten. Ja, lecker am Schöpli. Welt Nummer 1 ist abgeschlossen, komplett. Und wir haben da, was auch immer das soll sein, das schauen wir am Schluss nach. Etwas freigeschaltet. Alles klar, es geht weiter mit... Ja, genau. Welt 2 Sandkuchenwüste. Und zwar da irgendwie... Welt 2 wird so gesagt, aber Level 2. Also sprich Welt 2, aber Level 2. Und da geht es eben so wie bereits bei der Welt 1 ist es ähnlich gewesen. Geht es da oben durch und man findet da bereits die zweite Sternmünze, die man so dringend braucht. Denn die dritte Sternmünze, die müsste da in der Nähe sein. Die Frage ist bloß, wo genau. Aber erstmal da kurz eine Münze holen, gut. Und die Yoshi! Wir brauchen die Yoshi-Power für die dritte Münze. Stimmt das überhaupt oder brauchen wir es nicht? Egal. Versuchen wir es mit Yoshi! Ach du Scheiße. Ja, das sieht super aus. Ja, wenn ich nichts sehe, bin ich froh. Ja, das ist super. Nein, es macht Spaß, es macht super viel Spaß. Und Yoshi Snack. Boah, das muss ja schmecken. Hey, stellt euch vor, ihr habt so einen Kaktus in der Fresse. Ein Kaktus in der Schnurre. Ich meine, ich habe auch gerne Kaktussaft. Ja, es ist fruchtig, es ist fein und so, aber Yoshi ist weg. Aber trotzdem so stachelig und so, also lebendige Kaktus. Nö, nicht so in meinem Fall. So. Boah, was macht das der Typ da? Gang weg, gang.
Yoshi, er kommt zurück. Yoshi, da bin ich doch, das Herrchen. Ich bin doch da. Wow. So. Oh, da haben wir es gesehen. Ihr habt es auch gesehen, oder? Dort oben ist das. Ach du Scheiße, komm in den Laden. Okay. Das lange doch nie im Leben. Verwirrung? Yoshi haut schon wieder ab, das geht's ja wohl nicht. Yoshi, bleib da! Yoshi, es ist nichts passiert. Sie wollen ja nichts machen, so. Zack, aufgesnackt. Muss ich doch da durch? Nee, oder? Nee, da geht's noch nicht durch. Nein, definitiv nicht. Das heisst, ich muss doch die dritte Sternmünze holen. Es muss funktionieren. Die muss nicht irgendwie sein. Die Frage ist bloß, wie komme ich da rauf? Ein bisschen heikle Situation. Ja, leck mir nach dem Tschöpli, hey. Da ist ja noch so ein geheimes Exit. Wobei, wo ist jetzt meine Sternmünze? Hallo, geheimes Exit. Gar nicht gebracht. Schei. Moment mal. Ja, schrei auf deine Dinger springen. Wieso sagt man das nicht verhalbert? Oh Mann. Egal. Das war mit Level 2. Jetzt gehen wir ab zu Level 3. Loch von der Loderschlange. Okay. Und da fehlt uns sogar alle 3 Münzen. Das heisst, das wird jetzt in diesem Part bereits das zweite Level sein, wo wir komplett machen. Ja, sorry Leute, ich weiss, für die einen von uns wird das ein bisschen nervig sein, dass ich da zwischen den Welten, weil die halt die nötige Sternmünze gesammelt haben, wieder switchen zum nächsten Level, aber es ist leider notwendig, weil sonst haben wir da noch 10, 20 Parts dran, wären wir noch dran und so lange wird das Let's Play nicht mehr machen. Ganz einfach. Wir haben genug andere Projekte und von dem her, Mario, geh mal dort über, ja, dort oben musst du hin, dort oben musst du hin, dort oben musst du den Mario hin, und sich nicht treffen lassen am besten. Nee. So. Sternmünze Nummer 1. Wo ist Nummer 2? Ist schon wieder gewesen. Ah, ein Glow Baby Yoshi. Wow. Und alle hauen ab. Ich scheine euch den Weg. Ja. Sieht man. Sieht man durchaus sehr gut. Da tun wir durch. Oh, was bist du nur für Nase gewesen, hey. Alter Schwede, hey. Nein, nicht mit mir, nicht mit mir. So, jetzt auch noch etwas. One-Up, das ist ja schön, aber... Verdammt mal, ich suche da... Was ist der Münze, die zweite? Wo ist die? Yoshi. Spende uns bitte Licht. So, das sieht schon besser aus. Da kann ich wieder so ein... Wow, Koopa. Koopa Chupa? Nein, Baby Yoshi und tschüss. Ja, das war ein Kurzauftritt für dich. Wo ist jetzt 2 Münzen? Die müssen da irgendwo etwas Auffälliges geben. Die Frage ist bloß wo. Und da hat es nichts. Ist ein schlechter Scherz? Ist das wirklich? Ich glaube eher weniger. So, Glüh-Yoshi, der ist ja wieder da. Und wow, was kommt denn von der riesen Flamme? Hey, alter Schwede. Wow. Ja, und alter Schweizer Gouda. Bleibt mir weg, so. Baby Yoshi, der frisst sogar Feuer, der frisst alles. Baby Yoshis fressen alles. So. Mario? Ja, Baby Yoshi, der glüht nicht nur, der frisst auch alles. Nein, er kann sogar singen. Wen willst du? Ah, da unten ist es ja, ja, toll. Mario, kannst du ohne Baby Yoshi überhaupt eine Stampfattacke machen? Das ist die Frage vom Tag, würde ich mal so behaupten, aber ich glaube eher weniger. Na dann halt ohne Baby Yoshi und jetzt buchen nochmal. Oh, kann sich nicht schaden. Baby Yoshi? Geht doch. So, nicht. So, jetzt aber endlich mal durch. Meine Güte. Und wir sind, wo sind wir? Wir sind fast dort. Nicht ganz mal fast. So ein P-Schalt, das ist immer ein gutes Zeichen. Und Snack. Na klar. Hätte mich das scheiß für doch noch hinten dran eine Zipfelmütze verwünscht und darum habe ich mich da zurückverwandelt. Zipfelmütze vor allem. Zipfelmütze vor allem, oder? Mario, Zipfelmütze, wären wir jetzt neu. Mario als Kaspel. Als Kaspeli da auf Schweizerdeutsch. So, dann ein paar
Rote Münze und... Ach, na, wo ist unser... Ja, da ist es ja. Unser Power-Up. Gut, fehlt nur noch eine Sternmünze. Nur noch eine Sternmünze. Nehmen wir es da auch schon da durch. Sehr schön, sehr schön. Und wie geht's weiter? Wow, das ist nicht sehr gut gewesen. So, dann ist er auf der Rücken. Wieso sie das machen, obwohl es nur vom Licht blendet werden? Ich habe keine Ahnung, aber irgendeinen Sinn wird es dahinter schon geben. Mann, ey, Baby Yoshi, bleib doch da. Alter Schwede, so. Hat es da noch etwas? Nichts Wertvolles. Gut, gehen wir da rauf. Baby Yoshi, gut. Und zack. Und... ab durch die Röhre als Klempner. Immer wieder eine Freude für uns. So billig, echt? Tja, manchmal geht es echt einfach. Und es geht ab zum Zwischenboss da. Trubel im Turm von der bewegten Stein. Und zwar ist die dritte Münze, die uns da noch fehlt, genau dort drunter. Naja, nicht genau dort drunter, sondern ihr seht es anhand vom Pfeil her. Wir müssen dort rauf und zwar zuerst mal so drehen und dann da geht es rauf. Da ist eine versteckte Röhre in der Wand. Und es wird sogar noch besser, denn das da ist, naja, ziemlich mühsam. So, der Trick dahinter ist, ihr müsst die Spikes, die ihr gerade runterkommt und entlang rollt, müsst ihr irgendwie dort oben durchbringen. Also sprich, jetzt wäre es jetzt fast richtig gewesen. Ach ja, nachsynchronisieren ist immer so eine Sache. So, nein, Michael, das ist nicht gut gewesen. Nein, das ist zu früh gewesen. Ja, nein, das ist wieder, jetzt bist du wieder schwach gewesen. Du musst jetzt schon, nein, das bringt doch nichts, da sieht er einen Blinden mit dem Krückstock. Michael? Wieder Spar, komm schon jetzt. Jetzt darf es beklappen. Nein, aber fast. Nein, nochmal, komm. So. Jetzt müsste es klappen. Genau so. Und jetzt kommst du einmal durch. Genau. Und das Ganze mit dem zweiten nochmal. Ja, ich weiß, es klingt ein bisschen mühsam. Es ist leider mühsam, aber es muss leider sein. Michael, was hätte jetzt der Scheiß sollen? Schon besser. Ja, Mama Mia. Ich weiß, Mario, ich weiß. Ich mache dir keinen Vorwurf. Michael, der macht einen Vorwurf. Dem Pseudodeutschen da. Dem Schweizer, der das Gefühl hat, er müsste Hochdeutsch reden und sagt, der King von der Welt. Ja, genau, der Typ. Naja, den haben wir auch geschafft. Es geht weiter mit Level 4, Spikes Sandkasten. Und da fehlt uns noch Münze 2 und Münze 3. Münze 1 haben wir bereits gehabt. Münze 2 ist ein bisschen fies, versteckt. Wir kennen es bereits aus Welt Nummer 1. Ist so ähnlich wie damals. Wir müssen jetzt einfach raufklettern. Und dann noch ein bisschen in der Zeit drin bleiben. Genau, jetzt geht es zurück. Und schon haben wir die zweite Sternmünze. Die dritte ist ein bisschen... Ja, ihr seht schon, mir hat wieder gefehlt. Ist ein bisschen gemeiner. Wieso gemeiner? Ich zeige es euch gerade. Und zwar erst mal da groß machen, wohl eher normal groß. So, jetzt kommen wir da durch. So weit, so gut. So, jetzt sind wir da. Und jetzt haben wir da, ihr seht schon, da können wir eigentlich nicht so leicht rauf ohne irgendwelche Hilfe. Aber die Hilfe haben wir da drin. Und zwar so ein Mini-Pilz. Mit dem Mini-Pilz hätten wir zum Mini-Mario und sind ganz leicht. Und können sogar fast schon fliegen. Ja, fliegen, das ist so schön und gut, aber weil wir halt auch Mini-Mario sind, haben wir leider auch eine minimale Ausdauer, sprich ein Treffer und wir sind futsch. Und das will doch keiner, also, da heisst sehr gut aufpassen da. Sehr gut aufpassen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir haben die dritte Sternmünze auch schon bereits. Kurz abwarten, bis die Spike-Runde Assi-Typen da oben endlich mal fertig sind mit ihrem Rumgebullen. Und es geht da weiter. Juhu und wow. Nein, Mini-Mario, nein. Nein, du wartest kurz, sehr schön. Und jetzt, der kann ja fliegen, hey, das ist der helle Wahnsinn. Und ein One-Up. Ja, Mario Time. Was möchte eine quällige Stimme? Ich weiß es auch nicht. Ja, wüsste ich auch gern. Das wär's soweit mal gewesen. Wir sind fast durch mit Welt Nummer 2. Es fehlt nur noch das letzte Level da. Und so, wie ihr gesehen, 5, 6, 4 alles abgeschlossen, auch bereits. Es fehlt noch der Endboss. Mortens Pressfestung. Und das wird ziemlich scheiße. Ziemlich scheiße, wieso das gesehen da gerade? Das ist ein Level, naja, Und da die restlichen 2 Sternmünzen sammeln, wird lustig.
durch, denn das ist ja relativ einfach, sogar sehr einfach. Du nimmst die erste Sternmünze, die bereits geholt, das ist super und ja, da fängt es bereits an mit dem Lecken. Mobbing. Nee, keiner mag Moblins, und Mobbing sowieso nicht. Ice Power, sehr schön, auch ein bisschen Eis muss sein. Und die zweite Münze, man glaubt es kaum, aber man muss doch, ja doch, man sieht es eigentlich sogar. Genau, dort oben ist es, ein geheimer Durchgang. Und sogar eine geheime Röhre. Nicht Chöre, sondern Röhre. Und da oben darf es ziemlich einfach sein, mittels Wandsprung raufzukommen. Juhu! Und sogar die letzte Münze geht da auch noch uns, sehr schön. Durch, genau. So, da hätten wir ihn so weit. Aber das Problem ist noch, uns fehlt die dritte Sternmünze und die ist... Ja, fies. Einfach nur fies. Und richtig mies. Da geht es nicht mehr durch. Mario kannst du aufhören. Michael. Ja, gut. Ach ja. Meine Vergangenheitsversionen sind immer wieder für einen Lacher zu haben, nicht wahr? Ja, einen Lacher zu haben vor allem. Das ist eigentlich nur peinlich, aber ist ein anderes Thema. Die dritte ist nicht unten. Es sieht so fies aus, aber es ist relativ einfach, das zu machen. Ich weiss immer noch nicht, wieso ich mich beim ersten Mal so dämlich angestellt habe. Ganz ehrlich, ist doch ganz einfach. Klar, ich meine, jetzt im Nachhinein kann natürlich locker sagen, ist doch ganz einfach gewesen, aber ganz ehrlich, mittlerweile bin ich zwar bei New Super Mario Bros. U schon besser als am Anfang, aber trotzdem, wie man jetzt sehr gut gesehen hat, noch lange kein Profi. Und ich glaube, ich werde da in der Brosserie, da gibt es noch ein paar Spiele, werde ich auch nie so der King sein und vermutlich auch nicht so viele Bros-Spiele noch spielen. Also, ich habe schon mal gesagt, ich bin nicht so der Bros-Fan allgemein, es macht zwar Spaß, Mario allgemein, aber ich bin schon mehr so der Land-Typ, so halt auf dem 3DS oder halt auf der vorhin auf der Gameboy-Spiele oder jetzt mittlerweile bereits halt 3D-Variante, sprich da Super Mario 64, Sunshine, Galaxy 2. Ja, das ist so meine Welt und nicht so, ja Bros kann auch lustig sein natürlich, aber es ist normalerweise nicht so mies, wie man jetzt da sehr gut sieht. Ja gut, 2 Münzen ist zurückgespeichert, die dritte haben wir relativ schnell, das ist nicht so das Problem. Das ist jetzt gerade ein bisschen komisch gewesen. Okay, ihr merkt es schon, auch jetzt im Nachsynchronisieren oder wohl ja im Nachzocken oder wie auch immer das will sein. Es ist da ein bisschen ziemlich abwechslungsweise. Manchmal will ich da nachsynchronisieren, manchmal will ich da nachzocken, je nachdem halt. Ich muss sagen, auch wenn ich da am Nachsynchronisieren bin oder halt am Nachzocken bin, es ist doch immer wieder eine andere Erfahrung und vor allem sind Fails immer wieder vorprogrammiert. Nein, vorprogrammiert nicht, wohl eher einprogrammiert. Scheiße, naja. So, was machst du? Weg mit dir, komm, Y, ZR, will nicht. Doch, jetzt will er. Aus dem Weg da, komm schon, bash alles aus dem Weg, er will nicht. Ah, so. Gut, Eispower brauche ich sowieso nicht, das ist eigentlich egal. Da habe ich jetzt sowieso gerade die nächste Eisfrucht wieder. Oh, die Eisblumen, wieso Eisfrucht? Eisblumen, wenn schon. Mann, oh Mann, da oben bin ich gewesen. Gut, die Münzen sind mittlerweile auch. Da muss ich aufpassen. Genau, das ist es gewesen. Also, Mario, Michael, ich warne euch, wie ihr habt da Scheiße bauen. Na, sieht doch gut aus, So, jetzt aber nicht runtergumpen. Nö, dann habe ich gesagt, kann noch warten, bis es zurückkommt. Jetzt darfst du. Gut. Brave Michael und brave Mario. So, das wär's gewesen, Leute. Das ist gewesen mit dem letzten Level von Welt 2. Aber natürlich, wie könnte es anders sein, gibt es auch hier noch ein Geheimlevel. Und zwar wird das betreten, zwar von dort oben, glaube ich, oder? Ist nicht dort gewesen, Moment mal kurz. Steinspike, okay, doch. Das ist das Falsche gewesen. Da genau, Spike Sandkasten. Denn da gibt es tatsächlich ein geheime Exit. Secret Exit, wie auch immer. Mit dem man halt das verborgene Level von dieser Welt betreten kann. Ich muss mal kurz warten da, bis der sich da mal ein bisschen austobt hat. Spike werfen. Das ausgesehen, hey. Es würde irgendwie wie König Piccolo damals noch bei Dragon Ball irgendwie so ein Ei ausspucken. Das sind ja auch so riesige Viecher gewesen. Naja. Jedem das seine, nicht wahr? Oder jedem das seine? Seine? Wie heißt das jetzt Deutsch? Ich weiß gar nicht mehr. Hilfe!
Alter, das ist mir eigentlich auch so etwas. Ich rede mittlerweile so viel Hochdeutsch im Tang. Natürlich nur wegen Let's Plays, weil sonst schulisch und, ja gut, schulisch natürlich auch. Aber sonst in der Arbeit rede ich eigentlich relativ wenig bis gar nie Hochdeutsch. Jetzt auch die ganzen Let's Plays und so rede ich würde behaupten, in der Woche rede ich sicher etwa 30% bis 40% sogar rede ich nur Hochdeutsch. Und das als Schweizer, wenn ihr euch mal vorstellen. Und da kommt es noch etwa die vor, so plötzlich mal neue Wörter lernen, wo ich jetzt weiss, wie die auf Hochdeutsch heißen, die ich vorher nicht gewusst habe, aber dafür weiss ich gewisse Wörter nicht mehr, wie sie auf Schweizerdeutsch heißen. Das ist halt für einen Schweizer, wenn er gewisse Wörter, also gewisse typische Wörter auf Schweizerdeutsch verlernt, ist das schon ziemlich peinlich. Aber naja, ist wohl so, ist auch wohl so. Ich meine, ganz ehrlich, Schweizerdeutsch ist eine komische Sprache, da müssen wir gar nicht weiter darüber reden. Was ich auch gemein finde, ist, dass Schweizerdeutsch trotz allem keine eigene Landessprache ist. Ja genau, da werde ich keine mehr rühren gesehen, wenn ich drüber gequatscht. Ja, genau. Bei uns in der Schweiz, Schweizerdeutsch ist so eine Sprache, wo fast jeder Deutschschweizer redet und so. Natürlich, die einen haben ein bisschen einen Akzent und so. Oder eine andere Aussprache, das ist ja kein Thema, aber trotz allem ist Schweizerdeutsch keine Landessprache. Wir müssen auch in der Schule immer Hochdeutsch reden, was mitunter ziemlich nervig kann sein. Und in dem Sinn wachsen wir Schweizer, also vor allem wir Deutschschweizer vor allem, wachsen immer zweisprachig auf, nämlich mit Schweizerdeutsch von den Eltern her und so, von den Kollegen. Und dann halt noch mit Hochdeutsch, weil da halt die Primärsprache der Schule ist. Und dann natürlich noch Französisch und Englisch, wenn wir auch noch lernen. Aus halt Westschweizer, die haben es so gut, die sogenannten, ja, die Genfer und Neuenburger und was es alles gibt. Also Piranha-Pflanzen auf Eis, das ist kein Level da. Die Westschweizer, die haben es schön, die haben nur Französisch und das ist es auch schon gewesen. Ja, dumm fies, es ist fies. Natürlich könnt ihr eine andere Sprache lernen, aber man merkt schon, wenn man schon mal am Westschweizer spricht, dann ist ja, in der Westschweiz, wow! Schnell aber da. Wenn man einmal in die Westschweiz übertelefoniert, die können kein Deutsch. Und wenn du mal fragst, ja, ob einer von denen vielleicht mal Deutsch redet, hast du vielleicht Glück und einer von 200 redet vielleicht mal bruchstückhaft Schweizerdeutsch, beziehungsweise versteht ein oder zwei Sätze Hochdeutsch. Und der Beste ist noch, wenn er dann doch mal kein Hochdeutsch versteht oder da, wo du sagst, nicht versteht, was macht er denn? Genau, er hängt auf. Hängt einfach den Hörer ab. Ja, wir Schweizer oder wir Schweizerdeutsche, was müssen wir machen? Genau, wir müssen Schweizerdeutsch können, wir müssen Hochdeutsch können, wir müssen Französisch können. Italienisch, wenn möglich auch noch, ist zwar Wahlpflicht, also Wahlpflicht, nee, ist freiwilliges Lernfach, aber trotzdem, es wäre gewünscht. Natürlich ist Englisch sowieso Nonplusultra, das müssen wir auch können. Also wir Schweizer in dieser Hinsicht echt Arschkarte gezogen. Also ja, vor allem halt Deutschschweizer, weil wie gesagt, Französischschweizer, Westschweizer. Natürlich gibt es auch andere Sorten, wo ich würde jetzt nicht alle Westschweizer in einen Topf werfen, aber das Klischee, wo es halt gibt, dass die Westschweizer ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Egoisten von der Schweiz sind, muss ich leider zugeben, ist oftmals doch der Fall. Ja, es ist zum Glück nicht bei allen der Fall, aber leider doch oftmals so. So, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich hoffe, ich kann gerade noch ausbügeln, denn die dritte Sternmünze ist dort oben. Und das ist ein bisschen... Ich muss kurz abwarten, so, da tut gut. Und jetzt wird es heiß. Kommen schon dritte Sternmünze und... Wow! Ihr seht schon, die Eisblöcke, die sind sehr gemein, die sind sehr gefährlich und deshalb gehe ich jetzt schnell weg. Wow! Wir haben alle 3 Sternmünze, ich hau ab, tschüss! Ich hab keinen Bock mehr, ich hab keinen Bock mehr! Scheiße, fast geschafft. Egal. Lütlis oder wohl eher Freunde, jetzt geht's jetzt zum Ende des Parts hin, das heißt, ich kann wieder Hochdeutsch sprechen, was irgendwie für Let's Plays fast angenehmer ist. Verrückt, was? Ein Schweizer, für den Hochdeutsch fast angenehmer zu sprechen ist als Schweizerdeutsch. Tja, Dinge gibt's, die gibt's gar nicht, wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl ich hier halt die Level so zwischendurch halt geschnitten habe und so. Ich weiß, ist vielleicht nicht für jeden so das Angenehmste, aber es muss leider sein, weil, wie schon bereits erwähnt, wenn ich da jedes Level nochmal komplett zeigen würde, dann hätte ich da locker 20 bis 30 Folgen und das will ich nicht mehr. Das Let's Play soll innerhalb 3 bis 4 Folgen beendet sein. So, das war schon mal Part 1 mit dem Star Coin Rush, wie ich den, glaube ich, genannt habe. Und ja, ich hoffe mal, es hat euch soweit gefallen. Wir können das Ganze nochmal kurz durchgehen, was wir in diesem Part geschafft haben. Welt 1, Welt 2 ist beendet, die anderen fehlen noch, aber seht schon, vor allem zum Ende hin, ja gut, Welt 7 wohl eher weniger, hier zugewarten Wolkenzone, aber den Rest haben wir jetzt sonst ziemlich gut komplett und
Ich denke mal doch so noch 2, 3 Parts und dann haben wir es doch geschafft, oder? Und dann noch das geheime Level da, wo es da hat aufgeteilt mit dem Sternring und so. Und dann ist das Let's Play endgültig vorbei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.